Meine Damen und Herren, schönen guten Mittag. Wir hatten das schon zweite Regierungsrat haut über die Situation auch eine Chance zu und noch der Chambre einen Text zu proposieren. So viel Sicherheit wie nötig, so viel Freiheit wie möglich, das ist am Anfang der Grundprinzip, den man seit Anfang von dieser Krise auch durch das Pandemie gefördert wird. An die Regierung als auch der Neuen zur Konklusion kommen, dass man der aktuellen sanitären Situation auch uns erlaubt, gewisse Restriktionen zu labern, für dann eben auch heute die Menschenheitslützebücher mehr Freiheiten können zurückzugehen. Die aktuelle Situation, besonders die positive Entwicklung an den Spitälern, erlaubt unserem zu engem mehr normal Leben zurückzukommen. Madame Gesundheitsminister wird auch dann noch mehr an den Detail können angehen, was die sanitäre Situation an eben Motivation auch für die Mesuren, die man heute ankündigen. Die Regierung hat dezidiert, all die Mesuren, die im Moment nach daheim, das heißt am Privaten, nach Sinn aufzuschaffen. Die Rekommendationen bleiben aber bestehen, für sich weiter vorsichtig zu verhalten, sobald ihn auch mit Leuten zusammen könnt. Dazu gehört auch Testen, kurz für die Rassemblementer, das können wir auch nicht oft genug unterstreichen. Ein anderer wichtiger Punkt, überall am Moment, wo nach dem 2G+-System gilt, gehen wir zurück auf den 3G. Das geht schon nach ein 3G+-System, das am Spital und auch an den Alterspflegeheimen. Auch für die Personen, den 3G-System als nicht mit denen, wo ich sur place getestet gehe, mit sich zertifiziert oder Schnelltester oder zertifiziert PCR. Sperrstunden von 11 Uhr bei Moreka gehen aufgeschärft, an Rassemblementer sind bis 2000 Leute möglich, nach dem Regime vom Covid-Check, aber in einem Rassemblement mit mehr wie 2000 Leute brauchen auch ein Konzept sanitär. Der Covid-Check ob der Arbeit betrifft sowohl die Leute, die all der Schaffen gehen, auch wie die Employerinnen. Und die Regierung hat sich gestern auch mit den Sozialpartnern échangiert. Und ich bin froh, dass wir auch einen Akkord gefunden haben, weil den Sozialdialog, wir wissen, ist immer wichtig, in einer Pandemie auch ganz wichtig. Der Covid-Check soll an den Betrieben weiter bestehen bleiben, wo auch gut funktionieren, und auch da, wo die Employer und Personaldelegationen sich einig sind. Die aktuelle Sozialaufsicherung werden weiter bestehen bleiben, also die auch kein Entlos gehen, den Covid-Check nicht respektiert. Für den Covid-Check mir einfach auf der Arbeitsplatz zu gestalten, haben wir auch Testzentren für die Leute, die einmal geimpft sind, bei. Die wissen, dass das bis den 21. Februar auch von der Lützbauer Armee, und dann hat man hin auch von hier aus Merci zu sagen, dass das auch weiter bestehen bleibt. Ich kann nämlich nicht so ab, wenn ich diesen Text erkraftet. Das heißt, nonobstant Entrée en vigueur von den neuen Mesuren bleibt bis den 21. Februar auch die Möglichkeit für weiter gratis getestet zu geben, wenn in einmal geimpft gehen ist. Nur am 21. Februar kriegen die Leute, die einmal geimpft sind, auch Ebung pro Woche für sich auch gratis können testen zu lassen. Den Covid-Check wird auch erlaubt, auf der Arbeit mehr Freiheiten können zu genießen, an dem man auf die Masken und auch auf Distanzregeln konnte verzichten. Gleichzeitig bietet auch ein Muss für Sicherheit auch für jeden bei. An den Betrieben, wo den Covid-Check-Regime nicht appliziert gehen, gelten die Maskepflicht und auch Distanzregeln ab 10 Leute, die bei ihnen kommen. Das ist, wie gesagt, ein Akkord, den wir mit den Sozialpartei, mit den Gewerkschaften und noch mit dem Patronat gestern gefunden haben. Die Regierung reagiert auch auf die Situation, dass an der Konsequenz, die wir auch gemacht haben, immer mehr Leute auf der Arbeitsplatz auch ausfallen, weil sie ja Quarantäne oder eben am Isolement auch sind. Quarantäne wird ganz aufgeschärft. Das heißt, die Leute, die nicht geimpft sind, an der Kontakt mit einer infizierten Person kommen, sollen sich während 5 Tagen auch all der testen an einer FFP2-Maske untun, wenn sie mit einer Leute in Kontakt kommen. Beim Isolement kann ihn auch an Zukunft herauskommen, wenn ihn 2 Tage
Dat war ja schon der Fall am 5. und am 6. Tag, wann den 2D schon den oder einen negative Schnelltest huet, dat gëtt lo einfach reduziert op de Fett, dat en 2D schon dat heißt, an dem Delay vun 2D 2-mal negativ getestet. Kreier mat gedeelt, dats eng Rëtsch vu Leiit tatsächlich Deich könne positiv sinn an noch Symptome hun nicht. Awer ganz viel Leiit vum am Omikron en engem sowohl 2Dich oder 3Dich negativ as an hat go kein Symptome och mir hat, das also theoretisch méigch, dat se noch an Zukunft um 3. Tag, dat hecht nicht nach positiv, an dann die 2 nächst Dich 200 negativ och schon kann rauskommen. Ich wiederhole nach enkeer den Grundprinzip, den man den Schwedro schon zitiert hun, soviel Sicherheit wie neidig an soviel Freiheit auch wie möglich, die neue mesure proposieren noch das Prinzip zurück. Muss in richtigen Equiliber finden zwischen Freiheit an Sicherheit an wo immer de Faktor Klee an der Corona-Politik. Die Succès von den mesuren hängt auch auf vom Matmärchen an eben noch von der Akzeptanz von der Population. Und wir wissen, dass eine große Majorität auch von den Bürgern zu Lützeburg lo während 2 Jahren wirklich eng exemplarisch Beispiel wie sie Corona-Mesuren auch gehalten hun, sos hat man auch nicht die Möglichkeit haut können, die wir auch zu gehen. Wir wissen aber auch, dass immer Maileit sich unsicher fühlen, dass immer Maileit belascht sind an die Pandemie elle dure an Sekellen sind auch real. Wir sollen haut nicht vergessen, zum Beispiel haut wenn die Konsequenzen auch vom Covid hört, haut aus der Welt der gegen den Krebs. Wir wissen, dass auch während dieser Pandemie Männer Krebsdiagnostik entdeckt goen, diagnostiziert goen, dass Männer Krebsbehandlungen auch durchgeführt goen an Maileit und Krebs die auch gestorben sind. Das ist zum Beispiel Kollateralschritt, den der Virus auch unsere Gesellschaft auch riecht. Auch die Mentalgesundheit leidet unter der Pandemie. Wir wurden zusammen mit der Gesundheitsminister ja auch Spitäler besichern. An einem Spital konnte man gesagt, sie hatte mehr Leute an der Psychiatrie in dem Moment, wie sie zum Beispiel auf die Soins intensiven auch hatten. Und wir wissen, dass der Impact vom Virus auch ganz viele Menschen drin leiden, und auch das an ihrem alltäglichen Leben. De Mënsche Freiheeten zerégin, da wann Meiers also net vermut will, Freiheeten aschränken, Dief immer nimmen die lächt mesure sinn, wann nämlich auch fir Sicherheit neidig ass. Ich so awer genie so klar, dat es Erleichterungen, die man haut proposieren, net a Kontradiktion sind, mat der Notwendigkeit auch von enger Impfpflicht. Die Regierung steht nach immer, hat dem wie vom Expertgruppe den an seiner Analyse auch ganz klar aus. Die Impfpflicht als neidig für uns präventiv gehen eng potenziell Neuwell mit enger méi gefährlicher Variante auch zu schützen. Wir wissen nicht, was die nächste Monat als Werte bringen, verschiedene Leute schwätzen von Endemie, verschiedene Leute schwätzen vom Schluss, etwa das changed, was man als Allgötten könnte wünschen. Dass man aber haut ein Stück Freiheit zurückkriegen aus zu einem großen Deal von nicht ausschließlich durch Impfen. Durch Impfen haben wir fertig, dass an den allermeisten Fällen nicht muss Pferden schlimm krank zu gehen, wann den mam Covid infiziert gëtt. Das auch durch Impfen, dass man gesehen, dass Spitäler nicht überlastet sind, weil schon für kurzem zum Beispiel enge Tüte gelesen, die sieht, dass Omikron bald selbst wie die Initialzusch, die man hatten, und da sehen wir ja, was Konsequenzen, die man auch hatten, an die Konsequenzen Hummer haut nicht, an das auch durch Impfen. Natürlich durch trotz heichen Infektionszellen, die man im Moment kennen, Hummer keine Korolär an den Spitäler, wie man das auch bei den vierigsten Virussen der Fall auch war. Das also durch die Impfung, also dass man keine Restriktionen abheben, dass durch die Impfung, dass man mehr Sicherheit haben und dass man mehr Freiheiten noch können kreieren. Wir wissen, dass die Impfung bleibt der beste Weg für uns normal Leben nicht dauerhaft können zurückzukriegen. Und wir gesehen, dass alltag nach Leute geimpft gehen
Und wir können just die Leute, die noch nicht geimpft sind, am Moment nach encouragierend auch zu machen, Zahlen von den Soins intensiven, von den 11 Leute, die da sind, als Fünftel, die geimpft ist. 1 oder 2 Geimpften an 10 oder 11, die einfach auf Intensivstationen sind. Das sind die Zahlen, die wir die letzten Wochen haben, also Constant, also impfen, hilft nicht nehmen, wir impfen, retten auch. Voilà, Madame Gesundheitsminister. Merci gute Mittag. Ja, wir sind heute 2 Uhr quasi no Ufang an ob enger Schiene, die richtig optimistisch stimmt. Ich wünsche mal, dass die Jahr 2022 die Jahr von der Sortie der Krise wird gehen. Nur engem Schrecken, den man kriegt, tun letztes Jahr mit enger neuer Variante, die extrem schnell zirkuliert wird, auch noch immer schnell zirkuliert. Haben wir mittlerweile genug Gekühl zu der Situation. Wir können feststellen, dass aber eine Entspannung zu sehen ist an den Kliniken oder dass zumindest keine Korrelation ist zwischen dem drastischen Anstieg und Neuinfektionen, an dem wird sich eben an unsere Spitäler zurückgespiegelt wird, Niveau von schweren Verlauf. Wir haben Rekordzahlen effektiv an den Kläranlassresultaten geguckt, die rezent gekommen sind, da sind wir so hoch quasi wie noch nie, Niveau von den Neuinfektionen. Und das weiß, dass die Situation einfach ein Grundverschieden ist, Haut für Wert, weil wir in einer Population sind. Wir sind weitgehend geimpft, alle Guten, an einer Situation, wo man können mit dem Virus ähnlich leben, wie das nach einem Jahr der Fall war. Wir gehen davon aus, so wie die Taskforce das angeschaut hat, dass man rund um den Peak sind von dieser Welle mit stabilisiert, aber rund 15.000 Neuinfektionen die Woche. Das ist noch immer ganz hoch, das ist nicht leicht. Mit gesagt wirklich aus, wenn die Host exponentiell wirklich gebracht wäre, und dass die starke Zirkulation hoffentlich noch rückläufig wert sind. Wir stellen fest, dass der Virus viel zirkuliert, überall zirkuliert, sowohl bei nicht Geimpften wie bei geimpften Leuten. Das ist aber noch immer so, dass ein doppelt so viel zirkuliert bei denen, die nicht geimpft sind, wie bei den anderen. Auch da ist ein Impact von der Impfung zu sehen, mit das Wesentliche, und das schon angeschwert, ich komme noch nach drauf zurück, dass die Impfung wirklich ganz klar für einen schweren Verlauf schützt und dass das wird an dieser Situation als über die Wand der Brot dann noch das als zuversichtlich stimmt für dummer zu leben an die nächsten Monate dran und auf dem dort Weg Schritt für Schritt wirklich aus der Krise können rauszukommen. Weil das am meisten Plot am Moment, das ist kein Geheimnis für Kinder, das sind die Isolementer. Und extrem viel Leid eben durch die hohen Infektionszahlen, die isoliert sind, auch wenn sie nicht viel krank mehr gehen, zum Glück das lasst und auch da hummer der Kenntnisse noch Zuversicht, dass wirklich do kann lockere mit dem neuen Mechanismus, so wie proposiert ass mis dat schon einen Impact tun op d'Arbeswelt net Schiin als schnell negativ mir immerhin sind aber Leute, die schon ganz frei können die 2 Negativtester hunn. Und das wird für eine gewisse Entspannung sorgen. Du hast gesehen am Wocherapport, die Isolementer sind nachher von einer Woche auf die andere 20% draufgegangen. Das viel, das wir an alle Sektoren, Lehrstätte, am Gesundheitssektor, an alle Sektoren. Und das möchte also quasi mehr sorgen wie Belegung selber von den Spitälern, weil die Ausfälle nicht unterschätzen sind. Niveau von den schweren Verläufen, so eng Entspannung. Wir haben trotzdem ausstich gesehen, dass wir relativ stabil geblieben sind. Gerade an also Soins intensive sind wir rückläufig, durch die wir am Vergleich auch sind direkte Notbeschländer gut, mehr niedrig am Vergleich. Das mit Mesuren, die man streng sind, an der Regel nach wie an den meisten anderen europäischen Ländern, sodass wir uns auch da an der Konfianz spüren, für wirklich einen großen Schritt an die Normalität zu holen, an die Restriktionen, und denen sich schon bald gewinnt haben. Und das soll nicht, das nicht normal als eine Freiheit angeschränkt sind, für da wirklich davon wegzukommen. Just als Rappel nachdenken, wieso hat man die Bremse gezogen am Dezember, weil man da eben noch nicht wusste, was man heute wissen. Am Dezember wusste man just, dass eine neue Variante da wäre, die ganz schnell sich schlägt. Aber wir konnten eben nicht wissen, was das bedeutet Niveau von der schweren Verlauf. Heute hat den Rekül. Und dafür ist es sicherlich der Moment, die Handbremse, die wir geholt haben, die verschärfte Schrauben, die wir zugedrückt haben, Niveau von einem 2G am Freizeitbereich, Niveau von einem Morika, den 11 Uhr zugegangen ist. Das wären alles Mesuren, die wir präventiv geholt haben, aus Vorsicht, für nicht Hand und rund zu laufen. Die machen heute nicht mehr Sinn. Das ist ganz klar. Und da kann ich noch ohne Problem drauf zurückkommen.
Zuversichtlich sind wir auch, weil gerade als Risikokategorien, das sind die eher Leute, das auch klar aus dem Avis von diversen Experten rauskommen, dass ab 50, wo wirklich das Risiko für schwere Verlauf viel mehr groß ist, wie bei mir jungen Leuten. Gerade an den Kategorien leiden wir ganz gut durch mit der Impfung. Ich hatte gestern erwähnt, wir bei den über 60-Jährigen mittlerweile bei über 90%, die komplett geimpft sind. Kommen ja nach die Leute dabei, die am Genesungsstatus sind. Und an derselben Alterskategorie sind wir auch 77%, die überschritten von denen, die geboostert sind. Dazu ist für einen ganz guten Schutz am Moment. Mit der starken Zirkulation kommen ja auch relativ viele Leute dabei, die genesen sind. Ich habe eine Indikation zu gehen, ob die Population generell gesehen, haben wir von den nicht Geimpften sind 15,6% genesen am Moment dabei, sodass sich schon in einer relativ sicheren Situation am Moment bewegt. Wir haben ganz klar auch die Erkenntnis haut, wenn es zurückguckt, dass wir berechnet mit Moyen geholfen von Oktober bis Ende Januar für die Inzidenzen an den Spitälern zu berechnen. Und da schwätzt das ein absolut klarer Spruch. Wenn man die zwei Extreme vergleichen, einen nicht Geimpften hat am Vergleich zu einer Person, die komplett geimpft und noch geboostert ist, nur den Empfehlungen 19 Mal ein höheres Risiko für intensiv zu landen. Das ist enorm. Und alles das weist, dass die Impfung wirklich der Weg heraus ist, dass die Impfung nicht möchte, dass man mit dem Virus haut an der muss leben, dass man Schritt holen in Richtung Normalität, dann hoffentlich auch geschwind raus aus der Krise. Ohne Impfung wäre das nicht denkbar. Nur noch eine klare Feststellung, was den Tod d'Inzidenz ist, wenn wir eben auf die Purmen zurückgucken, par rapport zu den nicht Geimpften, die bleiben. Die Leute für die über 50-Jährigen ist die Inzidenz bei 134 auf 100.000 Einwohner. Dann können wir ungefähr abschätzen, was das Risiko bedeutet für als Spitäler. Da haben wir ein relativ gut Gefühl drauf. Und alles an allem, also die klare Entkopplung, die wir festgestellt haben, zwischen Neuinfektionen einerseits an Impact Niveau von den schweren Krankheitsverläufen, man doch an der Konsequenz haben drohen, wie ausgesagt, Long-Covid, da scheint das auch rückläufig zu sein Niveau von den ganz schweren Fällen. Das ist alles gut an lässt uns hoffen, dass wir können auf der dritte Schiene weiterführen. Ich will auch nach erwähnen, dass demnächst, den 21. Februar, die ersten Lieferungen von dem neuen Impfstoff vom Novavax werden kommen. Echt 9.000 Lieferungen werden da kommen. Bis Ende März rechnen wir mal weiteren 30.000 Lieferungen davon. Wie wird den anderen Ansatz kommen? Da werden wir am Moment auf ein Avis von unserem Conseil supérieur des maladies infectieuses, den hast du mal da saisiert, sodass auch da geschwind Klarheit wird kommen, wie diesen neuen Impfstoff dann an den Ersatz wird kommen, weil aber haut schon klar ist, dass das just an den Impfzentren wird gebraucht gehen. Für Werte sind Flakon mit 10 Dosen und das gibt ganz aufwendig, für das an Praxen ranzubringen, sodass es klar ist, dass man das dort wird auf jeden Fall an einer erster Linie wird als Impfzentren aufwickeln an weiter Detailer dann sobald den CSMI sich dazu prononciert hat, auch das also einen guten Ausblick, die wissen noch neue Medikamente am Umlauf, ob die das auch lang geworden gehen. Auch da besteht eine Hoffnung, dass eine neue Dynamik an das Ganze können, dann dass wir eben im kurative Weg auch können erwirken. Voilà, das wäre von meiner Seite. Nein, du nicht viel Proen. Ja, guten Morgen, Raphael Dickes Vertel. Die erste Frage mit der Möglichkeit, Nummer 2 Schnelltest, also aus der Isolation heraus testen, egal nun wie viel Tag vom ersten positiven Test, hat ihr das Gefühl, dass der PCR-Test vielleicht nicht mit dem Goldstandard ist, für das Resultat ja vielleicht viel mehr spät könnte reicht. Also wie schnell wer tut die PCR nach? Der PCR ist so den am Punkt den Ausgangspunkt aus für festzustellen, dass ich infiziert sind, noch genesen sind noch für das Zertifikat, die behält schon sei wert, weil am Punkt den Point de départ festhält, der andere das am Punkt für rauszukommen daraus aus dem Isolement, wo man am selbst Regime weiterfuhren wie lo, just nicht mit das die fixen Datum du hast. Und das ist den 3G auf der Arbeit, das als Lorem den fakultativ kann ich so ja. Da gehen wir zurück auf die Zeit am November am Anfang, wo die Betriebe frei waren zu dezidieren. Wie viele Betriebe waren am Anfang damals committed am 3G? Das haben wir schon ein paar Mal gefragt, wir hatten noch nicht wirklich eine Antwort. Wäre interessant zu wissen, für eine Aussicht zu haben.
kein Zoll noch gestern kein genannt kriegt ja. Sozialpartner mün kein Zkrit. Herr bitte eng einer Ja. Den Grand Duc den as lo zu Peking fir d Olympisch Spieler als IOC-Member selbstverständlich. Trotzdem as noch als Staatschef du wéi gesidie seg Rees du hin wie wann vu politischem Boykott vun verschiedene Länder an der Welt schwätzen. Am Kader vun diesen Olympische Spiele as jocht d'Assemblée General. D'Assemblée General am Fong den noch ganz suprem Texte Gremien vum Olympische Komitee an de Grand Duc Member. Das wichtig, dass nur op der Assemblée och do ass ich wees den Engagement vum Grand Duc, weil ich vun GO2 froen, die immer kommen déi vun den Mënscherecht an déi vun den Umweltfroen och an dem dort Kontext mir hunn den ganz engagéierten umweltbewussten Grand Duc och an Schwees, dats dat en Suje aus denem net egal ass an noch bei Mënscherechter wann den Reunionen huet, wann Echangen huet ass de Grand Duc och bereet déi Suje ze abordéieren, wann gefrot gët. Also ass do am Kader vun senger Memberschaft am IOC. Ich meine, das aber wichtig, dass die Reunion noch stattfanden mit den Leuten, die Member sind. Und an der Qualität das noch da. Von der letzten Regierung als Member du hingereist, war das der bewussten politische Schwur? Das ein Schwur, den der Sportminister auch getroffen hat, an den auch zu respektieren. Wir sind als Regierung nicht so vertreten an Lützeburg als ein Member vom IOC als Präsident am Moment zu Beijing. Es handelt sich nicht um einen politischen Boykott von der Lützeburger Regierung. Du wirst dass auch keine gemeinsame Position login als für politische Boykott oder kein Boykott, das ist eine Decision von der Lützeburger Regierung, bei diesen Wanderspielern nicht dabei zu sein. Ich wollte just eng froh zu der Quarantäne fir Kleinkammer. Ass déi och lo raus, dann Di können jo keng FFP2-Masken undoen oder wie hast du Regelung? Die werden noch überschafft gehen, dass an der Schule den Stufeplan gilt, dann werden aufgrund von denen heute Proposen, die generell viel Leute natürlich den Stufeplan gucken, zusammen mit der Direktion, aber nach kein neuen Moment direkt hautlos dazu. Okay, merci. Ja, Christoph Bum, Reporter.lu, eng froh zur Impfpflicht, die hat ja selber ugeschwert, dass die Regierung, Zitat, weiter an der Mesure da steht, und auch an der Rekommandation vom Expertenrat. Da gibt aber auch Zitate an Aussagen von der Madame Tonse und von der Madame Lehnert, dass es je nachdem, dass sie die Situation analysieren, eher den Text an Chamber könnt, respektive eher appliziert wird. Könnt ihr haut so könntet egal wei zu enger Impfpflicht zu Lützeburg oder gehtt du nach Hanna dir, das ist einfach nicht Kind zu kommen. De Fett ass ginn zwei Möglichkeiten, kann den Text stimmen, an d'entrée en vigueur kann ich deklanchieren an mat verschiedene Mechanismen. De Fett wann et sicher ass, dass beim Covid fertig ist, dann ass das Regierung die lächt, die se wir mechen awer Modikus eng Impfpflicht, weil man gesot man eng Impfpflicht. De Büt ass mir wëssen net, wer am September las ass, mir wëssen net, wer am Oktober las ass. Das Impfpflicht wie net eng Antwort op den Omikron. Das Impfpflicht ass méi Sicherheit fir den Hircht. Wir sind am Gang, um den Text zu schaffen. Die können wir hoffen, dass der auch gestimmt gehen in den nächsten Wochen. Wie wichtig ist, dass man die Modellisation, die man auch sollten haben, welchen Impact das kann, wenn man die haben oder nicht haben. Mit die Regierung steht, hat da Impfpflicht, mir zu sagen, die muss kommen, wenn gesagt wird, international Pandemie ist fertig. Das wir nicht zu verstehen. Aber wenn die Pandemie nicht fertig ist, wird man als Engagement durchstehen. Also plötzlich gesagt, kein Sinn, dass es keine Impfpflicht gibt zu Lützeburg. Ich gebe mal hoffen, weil dann wird die Pandemie fertig. Bis wann soll die Decision stehen? Bis wann ist die Analyse aufgeschlossen? Es gibt noch Modellisationen gemacht an der Santé. 3 Monate, wo wir den Text gehen haben, und wir gucken kontinuierlich, wo wir drin sind. Also, Sinn, theoretisch, solange noch Leute da sind, die nicht geimpft sind,
natürlich immer eng Fro von der Verhältnismäßigkeit bis wohin er geht den mir hoffe auch dass nach immer Leute im verlossen bisschen vergis an der ganze Diskussion wir matten an der Impfkampagne nach immer am gangen an die doch noch weiter gedreckt das nicht weil man lohn der Impfpflicht schaffen dass die optieren mache keine Forum mehr also schiedfriede geimpft das tant mieux wat de Mann Leute nur an eng Impfpflicht schwätzen wat dat sech alles besser ass mir schaffen run an dem Delé dem als kind hun den ass net vorgestalt wir brauchen auch an dem Kontext die selber so der Staatsminister Formulierung en vun der Pandemie los den Expertegremium an die Rekommandationen du gëtt eng amfang eng neue Definition vun wat en en vun der Pandemie kind sinn an der das eng dauerhaft Entlastung vun den Kliniken am Land gëtt bei ihr wie en to en Faktor eng Berechnung, wo in dat Kind tro festmachen, ab wéi engem to iwwer wéi eng Zeit kann en vun enger dauerhafter Entlastung schwätzen, an dummer vielleicht vun engem en vun der Pandemie. unseren Stufeplan vun den Spideler den als do gidéiert, da hätte man ger Normalitéit meiglesreck, dat hecht idealerweise an enger Phase 1, wo en sech gift bewegen oder an enger Phase 0, wo man en ganz Zeit waren noch an der Pandemie. Da kann e Projektionen machen ich bin run den Tod d'incidence gin de man haut kennen fir die geimpfte net geimpfte noch je no Alterskategorie dat sie genau eben de Berechnung die man am gang sind ze man von do aus kann e dann Projektionen machen wat Risiko ass par rapport zu de Better die dann Menke ausgewiesen sind an den einzelnen Phasen am Stufeplan du könnt eng relativ gut vu wat de potenzielle Risiko ass en Funktion vun de Leute die net geimpft sind die eben iwrig bleiben moment. Ja, aus dem Stufeplan verstehen richtig gött Loken konkrete Faktor, wo net drauf festmischt. Nee, aber das am von Goldsituation an der Spidel, wo man das auch gekoppelt mat Zusatzmoyen diese kreen ab enger gewissen auf Has kann zu die Programmationen kommen an so weiter. Und dat sind alles anormal Zustände am Spidol, die man net wollen hun aus denen will man natürlich rauskommen. Ein funischer Staatsminister zu der sogenannter Plagiatsaffaire. Da gibt ja einen neuen Moment seit dieser Woche mit der Decision von der Uni 90, Universität Lorraine, und auch mit ihrer persönlichen Decision für, ob ein Diplom sozusagen zu verzichten. Vielleicht ein echt Produkt, so, wie wird das konkret auflaufen, weil aktuell, wo wir heute schwätzen, hat den Diplom ja noch, wie wird das konkret auflaufen, dass den Kind overkommt. Also das Kurier, den ich hatte ja ein Gespräch, wo ich am Präsident hat, den ich ihm gesagt habe, dass ich mein Diplom auch zurückgehen, wo ein bisschen überrascht. Schon den Diplom direkt von meinem CW Regierungssitz streichen gelassen. Den physischen Diplom der Papaier wie ich nicht wo nass, das muss ich zugehen. Und das ist auch ein Kurier, den NRW für die Uni auch mitzuteilen. Was politische Diskussionen betrifft, aus kein Geheimnis, dass so Affären am Ausland wesentlich politische Konsequenzen nur sich gezogen haben. Heute zu Lützburg ist das ähnlich so gut. Opposition geht ihr am Anfang an ihrer Interpretation durch recht, geht am von keinem am politischen Lützburg stehen, du irgendwie politische Konsequenzen verlangen, vielleicht so gefroht, wie viel es sich eigentlich an einem Land zu leben, wo so eine persönliche Affäre keine politischen Konsequenzen nur sich zählen. Für mich war es wichtig, direkt Konsequenzen noch zu zeigen. Ich habe direkt reagiert, schon direkt schriftlich auch reagiert. Ich habe den Diplom zurückgehen, was ich nicht hätte müssen. Für mich ist auch darum gegangen, eben für die akademische Arbeit von einer Uni nicht zu schulden. Ich habe mich entschuldigt bei der Uni. Ich habe das gemacht, was ich meine, was auch richtig war. Unerwert vielleicht war für den einen oder für den anderen, für mich die richtige Decision wäre auch mein Diplom zurückzugehen. Ich denke, letztes Produkt so, es gibt viele Leute, junge Leute, die aktuell und auch an der Situation von der Pandemie, die ein bisschen schwierig ist, enger Masterarbeit oder ähnlich schaffen und viel Zeit investieren. Was gibt da so, wenn man mit den Leuten schwätzt, am Rückblick mit ihrer Erfahrung, war das du eher Lehrer aus ihrer persönlichen akademischen Erfahrung? Ich habe nicht verstanden, mir habe ich schlecht und ich hoffe, dass und wünsche Ihnen noch eine bessere Luft zu geben, wie die ich aufgehen habe. Okay, merci. Michel? Michael Gantenbein vom Lützeburger Wort. Ich wollte sagen, Detailfrau nach rund zu der Restauration. Du hast ja die Sperrstunde abgehoben. Ändert du nach SOS etwas an dem Bereich? Am Moment, dass ja 3G. Den 3G, also auch du. Okay, merci.
aber ohne das System den Fedrogen als von der Schnelltester sur Platz. Den zählt nicht mehr. An der Zeit, wo ihr beim System da sind, auch nach einem Schnelltest am Restaurant kommt machen oder am Kaffee oder für einer Disco, das fällt weg, das ist zertifiziert. Beifügen net dass dat Missverstande gëtt mir hunn die Leute die ein Zertifika hunn die net können geimpft gehen aus medizinische Gründe denen werden doch weiterhin méigch sinn op den Autotest sur Platz greifen das net Regel general das schüst für die ganz spezifisch Kategorie und Leute die eben an der Situation sind dass das Zertifika hunn den de belädt dass net könne geimpft gehen also für de bleibt dat aber für die anderen Leute dass de Fazilität net gehen. Will vom Tageblatt geschwar dass nie den Leute die geimpft sind noch ein ganz Zeit hun die ein gelesen Zertifikat und gi du genau Statistiken wie viel von der Populationsletze geimpft an respektiv oder genießen aus. Ja, wir haben pro Alterskategorie ja noch pro Kategorie geimpft nicht geimpft die werden auch eben an dem Bayer dem mal opreden für medizinische Material zu hun gerade auch am Kontext von der Diskussion rund um die Impfpflicht oplehen mit die Hummer ja. Okay, Indikation gi fir d Population general hu am moment 2070 zergrimmelter die geimpft sind, aber den net geimpften zum Beispiel du sind 15,6%, die am moment den darf man de Foto gehol und am genesen Statut waren net eng Idee. Dann um die 87% von Schlorich geraschen tun ass dat genug fir den Ufang von der Pandemie vielleicht prognostizieren. gute Weh schmengen eng Reihe Länder, die am moment nach méi große Schritte Richtung Normalität füllen, die bisschen mir heich nach Leiie generell wie mir schlecht dat se net bis Vergla an der Schweiz man sucht die Rechnung do, wo sie zu summe rechnen, wenn das geimpft, wenn das genesen mein Such war 90% lose schwamm bis am selbechte Gewässer stimmt also aber voll optimistisch am Moment. Dann hat eng neue Medikament da ugeschwart ich mein, Paxlovid das lo annoncéiert gin du anderer die lo mat ans Spiel kommen oder durch ist den Paxlovid mat gemeint. Das den das nach net net ich verhalen die Medikamente ni net sorry das nach verdolo kitzliche an den Umlauf kommen. Ja, ganz vom 100,7 ich wollte nur frohen wie per die Schoß gemerkt von den Leuten die Spideler die COVID hun respektiv die Recht COVID wo de COVID recht festgestaltet und aber wenn es andere Sachen hospitalisiert sind hat verfälscht bisschen Statistiken respektiv auch eventuell sogar 12 Leute die auf die Intensivstation leihen wie gibt ein paar die Schuss gemacht von denen Fall oder gehen die ja, einfach zur Summe geraschen nee da tut am rapport journalier wann der die genau guckt tut er die Indikation dran du oder die COVID krank an die eben wennst COVID am Isolement wann der du Postnoten liest von der raus am rapport journalier sind die abgesplickelt das sind da viele Momente man da zum Beispiel mei op Better Laien die net wennst COVID am Spiel Medi aber COVID tun an du durch ja gewissen Opwand an der Fleisch Schmerz springen weil sie aber isoliert muss bleiben weil Personal sich muss schützen und so weiter mit der fand muss bisschen an Postnote gucken. Kinder am Detail just erklären weet ass mat Personal an Gesundheits- an Pflegebereicher mat eng zertifizierten Test. Brauchen die Leiit kees zertifizierten Test fir op Derbesplatz? Geht du wann den anderen professionelle Santé dat mcht oder brauchen se zertifizierten Test wie andere Leute die op derbecht gin? Also du sind nur zwei Sachen gemischt an enger froh dat gibt eng gewisse Kategorie von Leute die sind habilitéiert fir ze zertifiieren an dann ass de zertifierten Test dat auch just dat wat gilt weil de wo Pflegepersonal normalerweise das Pflegepersonal fällt an die Kategorien die könne zertifiieren an dem man das doch richchten valable QR-Code den se hun dann ass dat den zertifizierte Schnelltest. Muss die offizielle Prozedur go oder ja. Wird mal also mal Gesche zum Beispiel. Ja. Geht net das in anderen Erfirmie die Leute de Listing von den Leute die an den Berufer sind an die hun Ase op die Demarschen op Magische wo sie dat da können ausstellen für dass der doch den zertifizierten Test das ja. Okay. Merci. Schon eng Präzisionsfro wat Horeka geht der wo Diskoen können Diskoen opmann an Sperrstunden gëtt als ein Also es gibt keine Sperrstunde mehr an Discoen, so wie Kaffee, so wie Restaurant, fallen an dem Modus, den sie kann tun.
Fedro net die normale Modus fällt das noch immer nach dem 3G-System, sie können nicht opmachen. Techt frei nuchten sinnnerem. Dat sind Gemengen, die dezidieren, das net Regierung mehr. Wir können sie just. Me das méiglech genau. Ja. Wo wéi ungëlt dat dann lo? Dat net in unseren Händen. Wir werden man am Gesundheitsministerium den Tag dem Mensch deposieren, da werden an Prozedur goen, du musst wie vom Staatsrot kommen, dann wurde an der Chamber an da gibt den tritt nach Kraft. Du gesot halt awer weiter an der Idee vun enger Impfflicht awer fest. Et geht drumst du och déi Leiit ze iwwerzegen, die nach Zecken die Angst du wäret dann do net och vun politischer Seite wichtech Fleischchen a bisselchen méi proaktiv und de Sujet vun den Nierwewirkungen rund ze goen. Ja, hun viel auch Kampagne gehabt an den letzte Woche rund Nierwewirkungen, wo als Direktion rausgegangen ist, wo man mit Sinner tut gehen für das zu thematisieren, auch open zu thematisieren. Da wird man Ball bleiben, wieso die Kampagne ist nicht an. Sie wird kontinuierlich angepasst. Wir sind auch Lorem am Gangen zu analysieren, wie ist das Profil von den Leuten, die bleiben, die nicht geimpft sind, für besser zu verstehen, was die Evaluierungen sind. Kriegen noch Feedback vom Terrain, Leute, die sich spät evaluieren, das am Anfang eine ganz gute Source d'information, weil dann am Gespräch mit dem Doktor, den impft, auch ein bisschen kann rausgehört gehen, was dann Probleme waren, wozu sie nach Laien, da schaffen wir darüber an Nebenwirkungen als natürlichen Sujet, ja, wo wir auch werden der Hand bleiben. Ich meine, die Pressekonferenz mit den Leuten aus dem Spidel, also selbst können sich auch in dem Sinn vorstellen, es gibt ja aber viel Interesse rundherum, auch von den Pharmakovigilance liest, da sind aber viele befroren. Ja, das wird man gesehen an den Pressekonferenzen, immer das Sonntag hun probieren auch zu variieren mit den Experten, die kommen, mal sind Kanner Doktor, freien Themen, die auch an den Facebook Live Event da sind, und sicherlich kann man auch Nebenwirkungen und ein mehr auf hier heben. Das war mir ja wichtig, ich habe ja auch schon angekündigt, dass man auch den Leuten vom Terrain gehen und dafür auch Pressekonferenzen, die organisiert gesehen an der Sonntag mit den Leuten vom Terrain. Wir haben als Politik nicht ob alles eine Antwort. Und ich meine, das ist doch wichtig, dass die Leute vom Terrain auch die Informationen geben. Und ich sehe auch einen Rutsch von Organen, von der Presse, die auch regelmäßig Kontakt haben mit den Spezialisten auf ihrer Reise. Also doch wichtig, denen vorzugehen, auch am Kader von Pressekonferenzen immer auch organisieren. Dann ich hatte noch ein Detailfrau zum Altersheimer, was die Isolation geht. Von Logisot geht Isolation nur 2 Schnelltester, nur 2D kann ich rausgehen. Gilt da doch für die Leute, Bewohner an einem Altersheim oder können dort Altersheimer das nachscherieren, wie sie das wollen? Auch du gibt Überschaft, du gibt eine permanente Komitee, die en place ist, mit Mesuren an den Alters- und Pflegestrukturen zu begleiten mit Rekommendationen. Und wir werden noch Zeit noch einmal zusammenkommen, für mit der neuen Donnerhai zu sehen, ob da Adaptationen zu machen sind in die eine oder andere Richtung. Okay. Kein Problem. Merci.